Üppige Dekolletés, schrille Mini-Dirndl und scharfe Accessoires. Hauptsache sexy und auffällig scheint das Motto des diesjährigen Oktoberfests zu sein. Wir wollten wissen, wie sexy darf man eigentlich auf die Wiesn gehen? Nicht so nötig. Ausschnitt darf man schon zeigen, finde ich, aber halt auch nicht zu krass. Schon sehr sexy. Obenrum geht alles. Muss noch ein bisschen was überbleiben für die Fantasie. Der Fantasie sind also keine Grenzen gesetzt. Unsere Beobachtung, noch nie wurde so viel Haut gezeigt und so wenig mit Reizen gegeizt. Deshalb haben wir mal ganz genau hingeschaut. Hier sind unsere Wiesn-Highlights. Als erstes suchen wir nach dem schönsten Holz vor der Hütten. Ob Naturbusen oder mit Push-Up-BH prall geschummelt, auf dem Oktoberfest präsentieren die Frauen stolz ihre weiblichen Rundungen. Da ist es kein Wunder, dass die Mannsbilder bei den Madeln immer zuerst auf eins schauen. Auf jeden Fall auf die Busen. In die Augen, ja genau. Auf die Frisur. Aufs Dirndl. Auf die Brüste. Ja, natürlich den Ausschnitt, ganz klar. Ja, auf den Busen. Wo soll man auch sonst hingucken, wenn man so viel nackte Haut präsentiert bekommt? Wir müssen gestehen, es war wirklich schwer, die Dame mit dem schönsten Dekolleté zu finden. Aber schließlich haben wir dann doch eine Wahl getroffen. Diese Dame ist die Siegerin. Der Grund, ihr Dekolleté ist ganz natürlich, ohne Plastik und Push-Up. Weiter geht's mit Highlight Nummer 2. Wir suchen das kürzeste Dirndl. Ganz traditionell bis übers Knie oder schön kurz, um viel Bein zu zeigen. Wir wollen wissen, wie kurz sind die Dirndl in diesem Jahr und messen nach. Zu unserer Überraschung geht der Trend scheinbar zum längeren Dirndl. 48 cm und mehr bis knapp übers Knie, also gehen die meisten. Doch es gibt auch Damen, die ihren Beinen mehr Auslauf gönnen. Aber wenn man die Mini-Dirndl-Trägerinnen danach fragt, stellt sich heraus, die meisten kommen aus Amerika oder Australien. Ich hab's online von Amazon bestellt. Ich hab's bei eBay ersteigert. Ich hab's aus Amerika, ist im Halloween-Kostüm. Die Trägerin des kürzesten Dirndls mit einer Länge von gerade mal 21 cm ist diese grazile Blondine aus Amerika. Beim Dirndl scheint zu gelten, je knapper der Stoff, desto fortgeschrittener das Alter. Unser Highlight Nummer 3, das schärfste Wiesenaccessoire. Zum perfekten Oktoberfestauftritt gehört auch der richtige Schmuck. In diesem Jahr hat sich noch kein Trend so richtig durchgesetzt. Seltsamer Kopfschmuck, lustige Taschen oder vielleicht was selbstgebasteltes? Edelweiß vielleicht oder irgendwas mit Hirschen oder genau, irgendwas, was man halt in Bayern auch so kennt und findet. Was die Accessoires anbelangt, sind die Besucher des größten Bierfests der Welt also eher konservativ. Aber dann finden wir doch noch das sexiest Wiesenaccessoire. Diese beiden Damen mit ihren Spatzelstrümpfen sind unsere Siegerinnen. Muss halt gut aussehen. Also es kann nicht jeder tragen. Tragen kann man auf dem Oktoberfest scheinbar alles. Wir wollten wissen, ob Frau auch zu sexy für die Wiesn sein kann und haben unser Model Eve in ein Latex-Dirndl gesteckt. Man darf schon sexy auf die Wiesn gehen, also wir zeigen ja auch ein Dekolleté, aber ein Latex-Dirndl, das hat nichts mehr Traditionelles. Ich würde mal sagen, die Männer stehen drauf, oder? Ja, das stimmt. Leider. Sadomaso, irgendwie Peitsche und Leder, Lack und Leder. Das passt nicht hierher. Ja, eher so Hausfrau, also Putzfrauenkostüm, ich weiß nicht. Ja, wäre jetzt nicht mein Fall. Sie vielleicht schon, aber der Outfit ist nicht so das Ding. Lack ist keine Ahnung. Schaut billig aus, finde ich ein bisschen. Dann doch lieber mit Reizen geizen. Auf der Wiesn ist zwar Sexiness gefragt, aber billig darf es dann doch nicht sein. Nach diesen heißen Einblicken stellen wir fest, die Wiesn 2012 ist definitiv ein Hingucker.